Das Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit, den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, drückt seine Trauer über Erdbeben und Überschwemmungen in Marokko und Libyen aus. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, kondoliert zum Ableben des Zulu-Führers. Sprecher der TPIE ruft G20-Führer zu Tibet auf. Sejong beendet seinen Besuch in Dharamsala. Galeno Sindema weiht Buch mit Aufsätzen über die tibetisch-buddhistische Tradition der Reinkarnation ein. Parlamentarische Delegation trifft estnischen Premierminister und nimmt am OGP Global Summit 2023 teil. Tibetische Parlamentsdelegation schließt Tibet-Förderung in Ladakh ab. Taiwanesische Wissenschaftler besuchen tibetisches Exilparlament. Abgeordnete Ganma Singhi besucht die australische Senatorin Janet Rice. Abgeordneter Dr. Namgyel Chitub nimmt an der Einweihung der Bibliothek und des Lernzentrums seiner Heiligkeit in Ithaca teil. Repräsentant Xi Jinping nimmt am Festival für Tibet und die Menschen im Himalaya teil. Japanische Mönche geben eine Erklärung ab, in der sie China auffordern, die Menschenrechtsverletzungen und religiösen Unterdrückungen in Tibet zu beenden. Der Abgeordnete Salvador Caro besucht das Büro von Tibet-Taiwan. Indisches Tibet-Koordinationsbüro hält Konferenz über Tibet an der OP Jindal Global University ab. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, drückte seine tiefe Trauer über die vielen Toten und Verletzten aus, die das verheerende Erdbeben und die Überschwemmungen in Marokko und Libyen gefordert haben. Seine Heiligkeit sandte diese Woche seine Gebete für diejenigen, die ihr Leben verloren haben, und bot als Zeichen seiner Solidarität mit den Menschen in Marokko bzw. Libyen Spenden für die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen an. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, sprach am Montag dieser Woche den Familienmitgliedern und Wohltätern seiner Exzellenz Prinz Mangosuthu Buthelezi aus Südafrika, der am Samstag letzter Woche verstorben ist, sein tief empfundenes Beileid und seine Gebete aus. Seine Heiligkeit erinnerte sich an Prinz Mangosuthu Buthelezi als einen guten Freund für ihn und das tibetische Volk und sagte, dass er dem verstorbenen Prinzen für sein Interesse und seine unerschütterliche Unterstützung für die Würde und Freiheit des tibetischen Volkes dankbar bleiben wird. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments Khimbo Sonam Dempel wandte sich in einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der G20, eines zwischenstaatlichen Forums, dem 19 Länder und die Europäische Union angehören, um deren Aufmerksamkeit auf Tibet zu lenken, und forderte einen 10-Punkte-Appell. In dem Schreiben bittet der Sprecher die verehrten Delegierten und die Beobachter der G20-Länder um Aufmerksamkeit über die drängenden Probleme des tibetischen Volkes unter dem kommunistischen Regime Chinas und äußerte seine Besorgnis über die Klimakrise aufgrund der Zerstörung der Umwelt in Tibet, die Praxis der groß angelegten Internate im Kolonialstil in Tibet und die erzwungene Sammlung von DNA-Proben in Tibet. Der Sprecher beglückwünschte auch Indien zur diesjährigen G20-Präsidentschaft und alle anderen G20-Mitglieder zur erfolgreichen Teilnahme an dem Forum. Sejong Bemba Tsering schloss seinen Beurteilungsbesuch der tibetischen Institutionen und Gemeinden in Dharamsala mit einem Besuch des Gyuto-Klosters am Samstag letzter Woche ab. Abt Kangar Dögo Rinpoche leitete Lama Khangsir Dögo und die Mönche des Klosters bereiteten dem Sejong einen herzlichen Empfang und begleiteten ihn zur Gebetshalle, wo der Sejong seine Ehrerbietung erwies und einen Rundgang durch das Kloster und seine Abteilungen machte. Vom 4. bis 7. September begab sich Sejong auf einen 4-tägigen Beurteilungsbesuch tibetischer Schulen, Klöster und Einrichtungen in und um Dharamsala. Galeno Sindema von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen stellte heute Morgen im Auditorium des tibetischen Computerressourcenzentrums ein Buch vor, das eine Zusammenstellung von Forschungsartikeln über das tibetisch-buddhistische System der Anerkennung von Reinkarnation enthält. In seiner Eröffnungsrede betonte der Direktor des TPI, Dao Tsering, die Unverzichtbarkeit der Veröffentlichung und Verbreitung solcher Forschungsbücher, um Chinas falschen Behauptungen entgegenzutreten. Das Kompendium über die tibetisch-buddhistische Tradition der Reinkarnation wurde vom Tibet Policy Institute TPI herausgegeben, einer Denkfabrik und einem Institut für politische Analysen der tibetischen Zentralverwaltung.
Im Anschluss an die Buchvorstellung sprachen 3 Redner: Sonam Gyatso, ehemaliger tibetischer Parlamentsabgeordneter und amtierender Seniorprofessor am College für höhere tibetische Studien, Zangtuk Dobla, Seniordozent über tibetische Geschichte am College für höhere tibetische Studien und Nyentab Dozent für tibetische Sprache und Literatur am Dalai Lama Institute for Higher Education, über Themen, die sich auf die historische Darstellung und den Status der Regierung von Ngade Potain in Tibet beziehen. Am Mittwoch vergangener Woche traf eine parlamentarische Delegation, bestehend aus den Abgeordneten Geshe-Menam Tharchin, Lageri Namgyel Dzogha, Tsanne Tsang Tundrup Dashi und Purpa Dorji Gyaltsong, mit dem estnischen Premierminister Kaja Kallas und anderen VVIPs auf dem Open Government Partnership Global Summit 2023 zusammen. Die Delegation informierte die estnische Premierministerin Kaja Kallas über die alarmierende Situation in Tibet, die 4 Schulen des Buddhismus und des Bön, die Bedeutung der tibetischen Hochebene für die Umwelt und vieles mehr. Am Rande der Veranstaltung unterhielt sich die Delegation mit Vertretern von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt. Das Gipfeltreffen wurde von etwa 2000 Teilnehmern besucht, darunter Vertreter aus Tibet, Taiwan und anderen 100 Ländern. Die tibetische Parlamentsdelegation besuchte in der vergangenen Woche Yuku Kale Raid, Mitglied des estnischen Parlaments und Tibet-Unterstützer. Die Mitglieder des Parlaments trafen auch mit Beamten der estnischen E-Governance-Akademie zusammen. Eine parlamentarische Delegation des tibetischen Exilparlaments, bestehend aus den Parlamentariern Dao Tsering, Yishe Dema und Denpa Yapil, hat ihre Tibet-Kampagne in Lada erfolgreich abgeschlossen. Am Montag dieser Woche besuchte die Delegation zahlreiche führende Persönlichkeiten der Provinz Lada, darunter den Chef der Exekutive der Provinz Lada, Mitglieder des indischen Parlaments, ein Mitglied der Minderheitenkommission Indiens, den Präsidenten der Lada Buddhist Association, den Exekutivrat und den Sonderkoordinator für das Wohlergehen der Tibeter sowie ehemalige Abgeordnete und ehemalige Mitglieder des indischen Parlaments. Bei ihren Treffen warben die tibetischen Abgeordneten für die Unterstützung der gerechten Sache Tibets und überreichten ihnen den 10 Punkte umfassenden Appell des tibetischen Exilparlaments. Die tibetische Parlamentsdelegation hielt auch Vorträge an der Universität von Lada über die Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts. Eine Gruppe von taiwanesischer Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Hung Duen-Yang, ehemaliger Minister für Wissenschaft und Technologie und angesehener Professor der Abteilung für Physik an der Chung-Cheng-Universität, besuchte das tibetische Exilparlament und traf am Dienstag letzter Woche mit dem Parlamentspräsidenten Khyentse Sonam Dempsey zusammen. Bei der Begrüßung der Gäste erzählte der Parlamentspräsident von seinem kurzen Lebensweg nach der Flucht ins Exil, von seiner klösterlichen Ausbildung, die Übernahme politischer Verantwortung usw. Sonam Dorji, Generalsekretär des tibetischen Parlamentssekretariats, führte die Stipendiaten durch den Parlamentssaal und informierte sie über die Funktionsweise, die Zusammensetzung und die Entwicklung des tibetischen Exilparlaments. Der Abgeordnete Gamma Singye besuchte in Begleitung von Dawa Sangmo, dem chinesischen Verbindungsmann des Tibet-Büros in Canberra, Senatorin Janet Rice, eine langjährige Unterstützerin der tibetischen Sache im australischen Parlament, und bedankte sich herzlich für ihre kontinuierliche Unterstützung der tibetischen Sache. Während ihres heutigen Treffens besprachen beide einige der nächsten Tibet-Aktivitäten und erörterten, wie die Parlamentsmitglieder ihre Unterstützung für die Tibet-Frage fortsetzen können. Senatorin Rice hat das Thema des tibetischen Kampfes während der Diskussionen im ausstehenden Senat mehrfach zur Sprache gebracht und sich kürzlich anlässlich des 12. Tibet Lobby Day besorgt über die sich verschlechternde Menschenrechtslage in Tibet und die Reinkarnation seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama geäußert. Der Abgeordnete Dr. Namgyel Chudup vom Office of Tibet Washington D.C. nahm am Freitag letzter Woche an der Eröffnungszeremonie der Bibliothek und des Lernzentrums seiner Heiligkeit des Dalai Lama teil, das vom Namgyel Monastery Institute of Buddhist Studies in Ithaca, New York, eingerichtet wurde. Der Repräsentant Dr. Namgyel Chudup betonte das Engagement seiner Heiligkeit des Dalai Lama, die Botschaft von der Einheit der Menschheit zu verbreiten, die mitfühlende Natur zu stärken und die Saat des Friedens in der Welt zu säen. Die Einweihungszeremonie wurde durch die Anwesenheit von Gyabje Gundeling Tatsat Rinpoche als Hauptgast und anderen Würdenträgern sowie durch die Anwesenheit von etwa 400 Personen beehrt.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Festivals traf der Repräsentant Jixin Chudin mit Jean-Luc Romero zusammen, dem stellvertretenden Bürgermeister von Paris, der für Menschenrechte, Integration und den Kampf gegen Diskriminierung zuständig ist. Der Abgeordnete informierte über die dringendsten Menschenrechtsprobleme in Tibet. Der stellvertretende Bürgermeister äußerte seine große Besorgnis über die sich verschlechternde Lage in Tibet und bekräftigte sein Engagement für die weitere Unterstützung seiner Heiligkeit und seines Volkes. 2009 verlieh die Stadt Paris seiner Heiligkeit dem Dalai Lama die Ehrenbürgerschaft. Eine Delegation japanischer Mönche, die 9 zotische Schulen des japanischen Zen-Buddhismus vertraten, äußerte sich besorgt über die sich verschlechternde Situation in Tibet und gab eine gemeinsame 7-Punkte-Erklärung ab, in der sich China aufforderte, die Verletzungen der Menschenrechte und Religionsfreiheit in Tibet einzustellen. Hochwürden Hayashi Shuei vom Jorinji-Tempel und Vertreter von 9 Tempeln in den Präfekturen Tokio, Nagano und Ibaraki besuchten das Verbindungsbüro seiner Heiligkeit des Dalai Lama und übergaben die Erklärung dem Repräsentanten Dr. Arya Tseongyabo. Die Mitglieder der Delegation äußerten sich besorgt über die anhaltende Einmischung der chinesischen Regierung in religiöse Angelegenheiten Tibets, die für alle Buddhisten und die internationale Gemeinschaft inakzeptabel ist. Am Montag dieser Woche haben Tibeter in Japan und Südkorea und japanische Unterstützer den 63. Jahrestag der tibetischen Demokratie im Büro des Tibet-Hauses gefeiert. Der Repräsentant Dr. Aryan Tseongyabo sprach kurz über die Bedeutung der Demokratie und die Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Ehemalige und tibetische Studenten, die am Chiba Institute of Technology studieren, sagten zu, die Ausbildung von 2 Studenten in Indien zu finanzieren und übergaben dem Tibet-Haus die ersten Gelder. Repräsentant Dr. Arya dankte ihnen für ihren Beitrag und würdigte ihr Pflichtbewusstsein gegenüber der Gemeinschaft. Während die Tibeter in Japan und die japanischen Unterstützer persönlich anwesend waren, nahmen die Tibeter in Südkorea online an der Feier teil. Das India-Tibet Coordination Office (ITCO) organisierte in Zusammenarbeit mit dem Center for Northeast Asian Studies der Jindal School of International Affairs und der OP Jindal Global University Sonipat am Mittwoch dieser Woche eine eintägige Konferenz über Tibet mit dem Titel Understanding Tibet in the 21st Century. ITCO-Koordinator Thubten Rinzin betonte in seiner Grundsatzrede, wie wichtig es sei, die Bedeutung Tibet zu verstehen, insbesondere für die jungen Menschen in Indien. An der ganztägigen Konferenz nahmen Redner wie Dr. Anand Kumar, ehemaliger Professor der Jawaharlal Nehru University und nationaler Präsident der India-Tibet Friendship Society (ITFS), der Autor Claude Api, Tibetologe und Distinguished Fellow, Center of Excellence for Himalayan Studies, Shiv Nadar, Institute of Eminence, Greater Noida, Dengzi Tsundu, tibetischer Aktivist und Schriftsteller, Dr. Lobsang Yangso, Senior Researcher beim International Tibet Network und Hundup Wangmo, Research Fellow beim Tibet Policy Institute. Neben der Konferenz präsentierte das Tibet-Museum des TIAR eine Fotoausstellung mit dem Titel India-Tibet Relations auf dem Campus, die von den Studenten und Fakultätsmitgliedern gut besucht wurde. Der stellvertretende Vorsitzende der Freunde Tibets in Mexiko, Salvador Caro, besuchte das Büro für Tibet in Taiwan am vergangenen Montag. Im Rahmen seines Besuchs in Taiwan auf Einladung der taiwanesischen Regierung. Der Abgeordnete Baoke Sangyetsin informierte den Abgeordneten Salvador Caro über die wichtigsten Aufgaben des Büros und diskutierte mit ihm über die tibetische Sache und die derzeitige Situation in Tibet. Der Abgeordnete Kesan Yetsin-Bauer nahm auch an dem zweitägigen internationalen Gipfel für Religionsfreiheit teil, der am 7. und 8. September in Taipeh stattfand. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.